christliche Treffen hier in diesem Raum, im Hauskreis da. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, weil wir ganz spezielle Gäste haben. Ein ganz spezieller Gast ist Namen, ich werde ihn gleich vorstellen, und natürlich auch Maria, die Gattin, die hinten sitzt, und zwei ganz nette Kinder, die sind hinten im Raum, die von weit hergekommen sind. Aber ich möchte alle auch begrüßen, die nicht von so weit hergekommen sind, wie zum Beispiel mein Sohn, der hat 2 Stockwerke runtergekommen. Nein, das ist sonst besser. Eine sehr große Freude ist es mir, und ich sage es jedes Mal dazu, wenn ich merke, man hat eine Veranstaltung, man hat jemanden da, der zu einem Thema spricht, wo man sagt, mir brennt das Herz, ich hätte es gern gehört. Und es kämen Christen, Brüder, Nicht-Christen, die sagen, ich bin noch nicht so weit, ich glaube das noch nicht ganz, ich möchte es gerne lernen. Der andere ist von der Gemeinde A, von der Gemeinde B, es ist völlig wurscht, es gibt einen Herrn. Und der kennt, weiß, es gibt einen, und der nicht kennt, der wird ihn kennenlernen. So denke ich, es ist eine gute Sache, heute jemanden da zu haben, wie Anton und Maria. Anton für ihre Fußfrei. Wer Planen nicht kennt, ich möchte Planen kurz vorstellen. Und zuerst mal den Ablauf des Abends grob vorstellen, aufzeigen. Wir werden direkt anfangen mit dem, was Planen zu uns heute sagen möchte. Das war schon der Anfang sehr gut. Wir haben vorgestern wirklich gesprochen, wie jetzt meine Frau mit uns vorstellen für heute Abend. Das Paket ist riesengroß, zu dem man sprechen könnte, das ist klar. Und jetzt kriegt man, ich hätte gerne so ein bisschen was gehabt, Kommunikation, Heiliger Geist, wie spricht der Heilige Geist, wie hört man von ihm? Gerade jemand, der im Heilungsdienst ist natürlich einer, der herausgefordert ist, zu sagen, ich höre, wenn ich irgendwo hingehe, im Befreiungsdienst, ich höre, da ist das und das. Sind wir alle neugierig, was wir hören aus seinem Leben, wie es ihm damit geht? Und auf der anderen Seite ist Heilung ein großes Thema, weil natürlich immer wieder Leute sagen, jetzt wird es vom Zerfen bis zu den Haarspitzen irgendwo dazwischen vielleicht. Und auch das ist etwas, wo wir dann im letzten Teil dann auch noch ganz bewusst beten wollen, wenn jemand eine Krankheit hat, dass man Hand auflegt und betet, ganz im biblischen Sinne. Und das Tolle war, das war unser Gedanke, wo ich ihn angerufen habe, oder mit der Mäcki telefoniert habe, die das alles organisiert hat, Mäcki. Und Bernd, selbstverständlich auch an der Kamera hinten, hat gesagt, er hat genau denselben Eindruck gehabt, dass das Thema wäre heute. So erwarte ich mir sehr viel. Man merkt, der Heilige Geist gibt beiden Familien dieselbe Idee für den heutigen Abend. Er hat gebeten, dass wir es aufnehmen, die Nachricht, das heißt mit der Audio und hinten auf der Kamera. Im zweiten Teil aber, wo wir für jemanden beten, wo solche Anliegen sind, werden wir ein bisschen Musik laufen lassen. Das geht niemand was an, was da geredet wird. Da wird natürlich nicht gefilmt und das kriegt man mit. Schau, die gebrauchen wir nicht, wir brauchen alle Heil. Um das geht es uns heute. Plamen ist geboren in Bulgarien, hat Gemeinden gegründet in Bulgarien, eine Gemeinde gehabt in Bulgarien, hat dann von Gott gehört, er sollte nach Spanien gehen. Und ist mit Sack und Back, wie der Tiroler sagt, mit Frauen und Kindern nach Spanien gezogen und hat einen Dienst in Spanien begonnen, wo er sehr stark unter den Zigeunern oder ich kenne keinen anderen Ausdruck dafür, verzeiht es mir, da gibt es sicher einen besseren Ausdruck, der so klingt, aber in dieser Völkerungsschicht Roma, da gearbeitet hat. Mit allem, was dazugehört, mit allen Entbehrungen, die dazugehören, mit allen Frustrationen und mit aller Freude, die dazugehört, wenn Leute befreit werden, geheilt werden, den Herrn finden und aus einem totalen Sumpf rauskommen. Und der Kontakt lief zwischen den Planen und dem deutschsprachigen Volk über die Schweiz und von der Schweiz übers Internet zur Mäcki und zum Bernd und von dort ins gelobte Land der Leute. Und da haben wir ihn heute, und in dem Fall höre ich auf, selbst zu reden und bitte einfach Planen zu uns zu sprechen. Ich danke, dass der Rebbe wieder da ist. Danke, bitte sehr. Dreckig wandern. Oder sprichst du schon so gut Deutsch? We start with the sermon? Yes. Oh. Oh. I'll start. Okay. Okay, then we start. No. I understood that. Okay. Entschuldigung, wenn ich das sage, er spricht auch Deutsch, er hört sehr gut und versteht gut Deutsch. Also wenn jemand noch Fragen danach hat, das geht ganz gut. Nur im Reden kriege ich nur das Redhaus für heute.
speak in English. Ich werde jetzt in Englisch heute sprechen. It is a great privilege to be here among you. Es ist eine große Ehre, unter euch zu hier sein. And I thank the Lord for all these connections that He made with people here. Danke den Herrn für all diese Verbindungen, die er gemacht hat, dass ich letztendlich heute und hier gelandet bin. We feel that the cloud is moving. Ich habe den Eindruck, wir haben den Eindruck, dass es wie eine Wolke ist, die sich zurückzieht aus diesem Land. And then the Lord does some changes and new things in our life and ministry. Und auch in meinem Leben sehe ich, dass der Herr einige Dinge ändert und Klarheit bringt über Dinge, die kommen werden. And I saw some people here who I know now. Einige von euch kenne ich schon, ich habe sie wiedererkannt. But before the service I usually concentrate on the Lord and the Word of God. Normalerweise ist mein Beginn so, dass ich mich zuerst vor einem Service, vor einem Gottesdienst, einem Hauskreis wirklich konzentriere auf den Herrn und höre auf den Heiligen Geist. So I didn't speak much with anybody. Deshalb war ich jetzt am Anfang etwas ruhig, denn ich möchte vom Herrn hören. But I love you all. Aber ich liebe euch alle. And the Lord loves you. Und der Herr liebt euch auch. Okay. Can we start with prayer? Können wir mit einem Gebet beginnen? Okay. Let's start with prayer. We can stand up. I ask the Lord for the words and the Spirit. Ask the Lord. The next page you ask those. Fragt den Herrn nach einem Wort für euch, nach etwas, das ihr kennt, das der Heilige Geist zu euch spricht. Amen. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, Im we mächtigen Namen thank des you. Sohnes Jesus danken wir dir. We thank you for the presence of the Holy Spirit. Wir danken dir für die Gegenwart des Heiligen Geistes hier. We thank you for your word. Und wir danken dir für das Wort. Send your word. Sende dieses Wort. Heal the people Heile die Menschen and deliver them from destruction. und befreie sie von aller Zerstörung. Let all the powers of darkness be bound in this place, Lass alle Mächte der Dunkelheit gebunden sein in diesem Platz hier. and let the anointing of the Holy Spirit be released here, Lass die Salbung des Heiligen Geistes hier entfesselt sein. and give charge to your angels Und gebe Aufträge an deine Engel, to keep us and protect us. uns hier zu beschützen. And Lord, we thank you for the blood of Jesus. Und Herr, wir danken dir für das Blut von Jesus. There is power in the blood. Denn im Blut Christi, im Blut von Jesus ist Kraft und Macht. We thank you for the mighty name of Jesus Christ. Wir danken dir für diesen mächtigen Namen, Jesus Christus. And there is authority in the name of Jesus. Denn im Namen von Jesus Christus ist Autorität. We thank you for the salvation of our souls. Wir danken dir für die Rettung der Seelen, unserer Seelen. And we thank you for the Holy Spirit. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist. And we thank you for the everlasting life. Wir danken dir für das ewige Leben. Let your Holy Spirit move in this place. Herr, lass den Heiligen Geist in diesem Raum wirken. And touch the people and change lives. Berühre jeden, der hier ist und ändere Leben, ändere Teile des Lebens. Open our ears to hear your word. Öffne unsere Ohren, um dein Wort zu hören. And let the faith comes out of us. Lass den Glauben aus uns heraussprudeln. And today do miracles in this place. Und Herr, lass heute Wunder geschehen in diesem Platz hier. In the mighty name of Jesus Christ. Darum bete ich im mächtigen Namen von Jesus Christus. We give you praise. Wir preisen dich, Herr. Amen. Amen. You may be seated. Let us open the Bibles in Colossians 1:13. Galater 1, 13. 1,13. Galater 1,13. Galatians, Kolosser. Galatians 1:13. Kolosser 1, Vers 13.
everything we do, there is foundation. Für alles, das wir tun, gibt es ein Fundament, eine Basis. And the foundation is in the scriptures, in the Bible. Diese Basis ist in der Bibel, in dem Wort. The word of God is everlasting word. Das Wort des Herrn, das Wort des Gottes ist ewig. And the Lord said that heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Der Herr sagte, es wird Himmel und Erde vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. That's why everything we have to base on the word of God. Deshalb sollten wir alles auf dem Wort Gottes basierend haben, auf dieser Basis alles aufbauen und tun. And now in Galatians 1:13, Im Kolosserbrief nun, im 1. Kapitel, in Vers 13, it is said, He, it is God, has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Er hat uns aus der Herrschaft der Finsternis, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. And verse 14, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. We have to understand that the foundation of our Christianity is the blood covenant, the covenant in the blood of Jesus Christ. Wir müssen verstehen, dass die Basis unseres christlichen Glaubens, des christlichen Glaubens, das Blut Jesu ist und dieser Bund, der durch dieses Blut geschlossen wurde. Through the blood of Jesus, we have made covenant with the Almighty God. Durch dieses Blut und durch diesen Bund haben wir einen Bund mit dem lebendigen Gott, mit dem allmächtigen Gott. And our relationships with God are based on the blood covenant. Und unsere Beziehung basiert auf diesem Blutbund. Without the cross and without the blood of Jesus, we have nothing. Ohne das Kreuz und ohne das Blut Jesu haben wir gar nichts. And everything that will happen today here will happen because of the work of the cross. Alles, was hier heute passiert, basiert auf dieser Basis, nämlich dem Werk, das getan wurde am Kreuz. The Lord is not going to heal the people today. He did it 2000 years ago. Der Herr wird nicht heute hier jemand heilen. Er hat es vor 2000 Jahren getan. We can see this in Isaiah 53 verses 4 and 5. In Jesaja, im 53. Kapitel, im Vers 4 und 5 können wir das nachlesen. Matthew 8:17 In Matthäus 8,17 möchte jemand was aufschreiben. and 1 Peter 2:24. Yeah. Wir hätten Schreibzeug und Stifte da, wenn jemand was braucht. Hinten bei hier ist man fixen mit alles Kugelschreiber und Zettel sind drüben. Zum Ausreißen und da hinten sind Zettel. Kugelschreiber und Zettel sind genügend da. Möchte jemand eine Bibel haben? Jemand eine Bibel nach? Because the time is not enough, I will not read all these verses. Wisst ihr, es ist nicht so viel Zeit, dass ich jeden Vers lese, aber es sind gute und wichtige Verse, deswegen schreibt es euch auf. But you can read them at home Lest es in Ruhe daheim and study them. und studiert diese Verse. You can see also these verses in Greek and in Hebrew if you want. Ihr könnt auch diese Verse nachschlagen aus der griechischen Sprache heraus und aus der hebräischen Sprache heraus. Because sometimes there is a little bit difference. Manchmal gibt es hier eine kleine Differenz. For example, in Isaiah 53, Zum Beispiel in Jesaja im 53. Kapitel, verse 4, im 4. Vers, I don't know how it sounds in English, schauen wir mal, wie es in Deutsch klingt. but here in English it is said, He has borne our griefs and carried our sorrows. Jesaja 54, 53, 4, 5, was wir zuerst zitiert haben. Verse 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerz auf sich geladen. Oh, sehr gut. Auf Deutsch ist sehr gut. It is very good in German. Das ist sehr gut in der deutschen Übersetzung, da kommt es sehr gut heraus. You see,
this is prophetic for Jesus. It says that He took our sicknesses. Seht ihr, das ist in einer Zeit geschrieben und in einer Art geschrieben, wo er sagt, er hat unsere Krankheit getragen And our pains. und unsere Schmerzen getragen. So if you have sickness or pain, Wenn ihr also Krankheit oder Schmerzen habt, you can be healed because He took it. deswegen könnt ihr geheilt werden, denn er hat sie genommen, er hat sie getragen. He took them upon Himself 2000 years ago on the cross. Er hat sie auf sich selbst geladen, eure Schmerzen, eure Krankheit, und hat sie hinauf auf das Kreuz getragen. This is great. Das ist großartig. This is the foundation for our healing. Das ist die Basis für unsere Heilung. If He didn't do that, today you couldn't be healed. Wenn er diese Tat damals nicht gemacht hätte, könntet ihr heute nicht geheilt werden. But because He took the sickness, disease, infirmity, Weil er diese Schwächen auf sich genommen hat, die Krankheiten und die Schmerzen. that's why today, through faith in His name, we can be healed. Deshalb können wir heute durch Glauben in seinen Namen geheilt werden. And you can see also verse 5 at the end, it says, with His stripes we are healed. Auch im Vers 5 dann, Jesaja 53, Vers 5 im zweiten Teil, könnt ihr das sehen, dass er durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Zitat. And then again we can see the same things in the New Testament, Matthew 8:17. Im selben dann im Neuen Testament, in Matthäus 8, Vers 17. And then Jesus quotes this fourth verse in Matthew 8:17. Diesen Vers von jetzt gerade eben, Jesaja 53, zitiert Jesus selbst in Matthäus 8, 17. In connection with healing and deliverance. In Verbindung mit Heilung und Befreiung. And then in 1 Peter 2:24. Und dann noch im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, in Kapitel 2, Vers 24. Peter says the same thing. With His stripes we were healed. Und in diesem Vers sagt Petrus dasselbe noch einmal. Und dann sagt er, durch seine Striemen wurden wir geheilt. Isaiah says, with His stripes we are healed. Wir sagen zwar, durch seine Striemen sind wir geheilt, But Peter said, with His stripes we were healed. aber Petrus sagte nicht, durch seine Striemen sind wir geheilt, sondern er sagte, sind geheilt worden. Because it was done on the cross. Weil das erledigt worden ist am Kreuz. This is very important to understand the basics of all things. Das ist eine ganz wichtige Basis, um alle Dinge zu verstehen. Because many people have problems not understanding the work of the cross. Denn viele Menschen haben damit ein Problem, zu verstehen, was am Kreuz passiert ist. Because on the cross He took our sins. Weil am Kreuz, da trug er unsere Sünden. That's why today we can be forgiven. Deshalb kann uns heute Vergebung passieren. When you believe in Jesus Christ and the cross, Wenn du in Jesus Christus glaubst und an das Kreuz and you confess with your mouth, und du sprichst es mit deinem Mund aus, du bezeugst es, then the forgiveness becomes real into your life. in diesem Moment bekommt diese Vergebung Realität und es wird real in deinem Leben, dass dir vergeben wird. Okay, before go back to Galatians, I want to read one verse from Ephesians. Colossians, yes. Zum Kolosserbrief. Lasst uns nochmal zum Kolosserbrief gehen. First, Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians nochmal, Colossians. Epheser zuerst. Yeah. Epheserbrief zuerst. Im ersten Vers, erstes Kapitel, Vers 3. Yeah, first right. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Dort steht 1. Epheser, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Himmlische Regionen, very good. In German, very good translation. This is a good translation. Yeah. Because you see here, the Bible says that we are blessed. We
We are blessed already. Seht ihr, hier steht, wir sind bereits gesegnet, wir sind es schon. Why? Warum? Because in Galatians 3, 13 and 14, Weil im Galatians, yeah. Denn im Galaterbrief 13 und 14, yeah. 13 and 14. 13 und 14, The Bible says that Jesus Christ redeemed us from the curse of the law. denn dort steht, dass Jesus Christus uns befreit hat vom Fluch des Gesetzes, That the blessing of Abraham may come upon us. sodass der Segen, der auf Abraham war, über uns kommt. That's why today we can be blessed. Deshalb können wir heute auch gesegnet sein. And we are blessed, Und wir sind gesegnet. but in heavenly places, Aber in den himmlischen Regionen sind wir gesegnet. with spiritual blessings. Es ist eine spirituelle Segnung. This means that we have it in the spirit, Das heißt, im Geist haben wir es schon. but in your daily life you may lack it. Aber vielleicht in deinem täglichen Leben fehlt es dir. Fühlst du es nicht, hast du es nicht. Because all the blessings we receive through faith. Denn alle Segnungen und Salbungen empfangen wir durch den Glauben. Through faith in Jesus Christ you can receive every blessing. Durch den Glauben an Jesus Christus, durch ihn können wir jeden Segen empfangen. Many people think that the things happen automatically. Viele denken, manche Dinge geschehen ganz automatisch. The healing and deliverance is yours. Dass Heilung und Befreiung einfach eures schon ist. But in order to receive it, you have to activate your faith. Aber um das zu empfangen, müsst ihr euren Glauben aktivieren. You need to act. Ihr müsst handeln. You see, the Bible says in Romans 10:10 In Römer 10,10 lesen wir. Römer 10,10. that with heart man believes unto righteousness, Dort steht, dass mit dem Herz glaubt der Mensch zur Gerechtigkeit. but with the mouth confession is made unto salvation. Aber mit dem Mund bekennen wir die Errettung, zur Errettung. If you do not confess your faith, you cannot receive your salvation. Wenn du mit deinem Mund deinen Glauben nicht bezeugst, kannst du deine Rettung nicht erwirken. We have seen many times people being delivered from demons through their confession. Wir haben es oft schon gesehen, dass Menschen von Dämonen befreit wurden, einfach durch ihr Aussprechen, durch ihr Bezeugen der Wahrheit. We have seen people being healed through their action. Wir haben gesehen, dass Menschen geheilt wurden durch ihre Taten. You see, Jesus, when he healed the people, he didn't pray for them. Seht ihr, wenn Jesus die Menschen geheilt hat, dann betete er nicht für sie. He said, stand up, take your bed and walk. Und er sagte, steh auf, nimm dein Bett, geh. But the person can say, I cannot do it. Natürlich könnte diese Person sagen, das kann ich nicht. But they just believed. Aber die Menschen glaubten ihm. And when you believe and activate your faith, Und wenn du glaubst und deinen Glauben aktivierst, then the power of the Holy Spirit comes and acts. und dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes und wirkt. Amen. Amen. Colossians 1:13 In says Kolosser 1,13 heißt es, that we have been delivered from the power of darkness. dort steht, wir sind bereits errettet aus der Finsternis, aus der Kraft und Macht der Finsternis. There is difference between the believers and unbelievers. Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die glauben und denen, die nicht glauben. There is difference between the born-again Christian and the people who are not born again. Es gibt einen Unterschied zwischen den Personen, die wiedergeboren sind, von Neuem geboren, und denen, die es nicht sind. Because the people who do not believe in Christ, they are under the power of darkness. Denn die nicht an Jesus Christus glauben, sind immer noch unter dieser Kraft der Finsternis, Macht der Finsternis. They are not free people. Das sind keine freien Menschen. They are bound by sin, Sie sind gebunden in der Sünde, sometimes curses, manchmal Flüche sind auf ihnen, and they are not free people. und es sind keine freien Menschen.
they're under the power of death. Sie sind unter der Kraft und Macht des Todes. But when they believe in Jesus Christ Wenn sie aber dann glauben an Jesus Christus and confess with their und mouth, es mit dem Jesus, Mund bezeugen, aussprechen, then through the blood of Jesus, they are translated into another kingdom, into the kingdom of light. dann werden sie durch die Kraft, die in Jesus seinem Blut ist, herausgezogen aus der Finsternis in das Königreich des Lichts. Then they are not under the power of the devil, Dann sind sie nicht mehr unter der Machtherrschaft des Teufels. they're under the authority of Jesus Christ the King. Dann sind sie unter der Autorität von Jesus Christus, dem König. There are two kingdoms invisible. Es sind zwei unsichtbare Königreiche hier. One is the kingdom of darkness and the other is the kingdom of God. Es gibt zwei Königreiche, ein Königreich der Dunkelheit, der Finsternis und das Königreich Gottes. And here says that Jesus Christ redeemed us from this kingdom through his blood. In Vers 13 lesen wir es hier ganz klar, er hat uns aus dem Königreich der Finsternis durch sein Blut errettet. His blood was the price. Sein Blut, das war der Preis. They were bought, we were bought from the devil through the blood of Jesus. Das war dieser Kaufpreis, der uns losgelöst hat aus der Finsternis durch Jesus Christus. Life for life. Leben gegen Leben. Jesus gave his life that you can receive your life. Er hat sein Leben gegeben, Jesus, dass du ein Leben erhältst. If you do not receive this, you cannot have eternal life. Wenn du das Leben nicht empfängst, kannst du kein ewiges Leben haben. And then the Lord delivers you from this power of darkness and translates you into the kingdom of God. Wenn du das getan hast, dann nimmt dich die Kraft Gottes und holt dich aus der Macht und des Königreichs der Finsternis heraus und transformiert dich hinein in das Königreich Gottes. And you are under different government, the government of God. Dann bist du unter einer anderen Regierung, unter einer anderen Herrschaft, unter der des lebendigen Gottes. Not only the devil has no power over you, Es ist nicht nur so, dass der Teufel dann keine Macht mehr über dich hat, but you have power over him. sondern du hast jetzt die Macht über den Teufel. And Jesus said, I give you power over all the power of the enemy. Denn Jesus sagte, ich gebe dir, euch die Kraft über die Mächte der Finsternis eures Gegners. Glory to God. Preist den Herrn. Gloria. This is glorious. Das ist unglaublich. But if you believe it in your heart, Wenn du das in deinem Herzen glaubst, you are not afraid of the devil. dann musst du und brauchst du nicht mehr Angst vor dem Teufel zu haben. There are people who are afraid of the devil. Es gibt viele Menschen, die haben Angst vor dem Teufel. They are afraid of demons. Sie haben Angst vor Dämonen. But Jesus said, nothing shall by any means hurt you. Aber Jesus sagte, nichts, in keiner Weise wird dich jemals verletzen, verwunden. We have the authority Wir haben die Autorität through the name of Jesus Christ. durch den Namen Jesus Christus. Amen. Amen. So the blood covenant is very important. Study it. Studiert diesen Blutbund. Es ist sehr, sehr wichtig, dieser Bund durch sein Blut. Because in Revelation 12:11, Denn wir lesen noch zusätzlich in der Offenbarung, im 12. Kapitel, Offenbarung 12, that we overcome the devil by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. dass wir den Satan, den Teufel, überwinden durch das Wort, durch den Herrn Jesus Christus. Through the blood Und durch das Blut and through our testimony. und durch unser Bezeugen, das Aussprechen. So we overcome the devil through the blood covenant. Also wir können den Teufel überwältigen durch diesen Bund, der aus Blut gemacht ist, nicht Blut erkauft ist. He is afraid of the blood. Der Teufel, hat Angst vor diesem Blut. Amen. Amen. Praise the Lord for the victory. Preis den Herrn für diesen Sieg. But there is another thing I want to tell you. Aber da gibt es noch etwas, das ich euch sagen möchte. Let's open to Luke chapter 8, Lukas. verse 18. 18. Lasst uns dort aufschlagen. Lukas 8, 18. For Entschuldigung, Lukas 4, 18. 4. Lukas 4, 18. It says,
The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, recovery to the sight of the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Da steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesalbt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Amen. Amen. Before Jesus Christ entered into His ministry, Bevor Jesus seinen Dienst begann, at 30 years of age, er war zu dieser Zeit 30 Jahre, he went to River Jordan and was baptized by John the Baptist. ging er zum Fluss, der Jordan genannt wird, und dort wurde er getauft durch Johannes den Täufer. That means that everybody has to receive water baptism. Das heißt ganz klar, jeder muss diese Wassertaufe empfangen. Because he showed us the example. Denn er ist unser Beispiel, er zeigt uns so vor. Then, coming out of the water, he prayed to God the Father. Als er aus dem Wasser herauskam, betete er. And then the Holy Spirit came upon him in a form of a dove. Als er zu seinem Vater betete, kam der Heilige Geist in der Form einer Taube auf ihn herab. And he heard the voice of God. You are my beloved Son, in whom I am well pleased. Und dann hörte er diese Stimme aus den Himmeln, aus den Wolken, in dem es gesagt wurde, du bist mein geliebter Sohn, in dem ich Wohlgefallen gefunden habe. So the testimony of God was that Jesus Christ is the Son of God. Also das Zeugnis und die Bestätigung, die Gott der Vater gegeben hat, ist, dass dieser Jesus Christus der Sohn Gottes ist. If there is a religion that says that Jesus Christ is not the Son of God, it is not the voice of the Father. Wenn es irgendeine Religion gibt, die sagt, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist, dann ist es kein Glaube, keine Religion, die von Gott dem Vater kommt. Because God testifies that this is His Son. Denn Gott der Vater bezeugte es, dass das sein Sohn ist, Jesus Christus. If there is a religion that says that God doesn't have Son, this religion is not of God. Wenn es eine Religion gibt und sie behauptet, dass Gott keinen Sohn hat, dann ist es keine Religion, die von Gott kommt. And when the Holy Spirit came upon Jesus, He was in the wilderness for 40 days. Als der Heilige Geist auf Jesus kam und er dann in der Wüste 40 Tage verbrachte, And when He came out of the wilderness, the verse 14 of Luke 4 says that He came out of the wilderness with the power of the Holy Spirit. als Jesus nach dieser Zeit der Wüste, der 40 Tage in der Wüste herauskam, so steht es hier in Vers 14, kam er heraus in der Kraft des Heiligen Geistes. The Bible doesn't say that Jesus did a miracle before He was filled with the Holy Spirit. In der Bibel, im Wort, lesen wir nirgends, dass Jesus ein Wunder getan hat, bevor er den Heiligen Geist empfangen hat. The Bible doesn't say that He taught the Word of God or preached before He was filled with the Holy Spirit. Die Bibel gibt uns keinen Hinweis darauf, dass Jesus gepredigt hat, irgendetwas gelehrt hat, bevor er mit dem Heiligen Geist getauft wurde. He was the Son of God, but He waited for the Holy Spirit to come upon Him. Er war der Sohn Gottes, aber er wartete darauf, bis der Heilige Geist über ihn kam. His example for us. Er ist unser Beispiel. Because we have not to do anything before we are baptized and filled with the Holy Spirit. Wir sollten gar nichts tun, bevor wir nicht gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. We need the power of the Holy Wir Spirit. brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. And then the Bible says, the Spirit of the Lord is upon me, said Jesus. Dann sagt die Bibel, der Geist des Herrn ist auf mir. Das sagte Jesus dann. This was the first words that are recorded
of his ministry. Das sind die ersten Worte, die wir lesen können, die in seinem Dienst gesprochen wurden. He didn't do anything without the power of the Holy Er Spirit. tat gar nichts ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Why the Spirit was upon him? Warum war nun der Heilige Geist auf ihm? Number one, to preach the gospel to the poor. Nummer 1, um das Evangelium den Armen zu bringen, zu predigen. Today, all of us, we need the power of the Holy Spirit to preach the gospel. Wisst ihr, heute brauchen wir ganz dringend selbst auch den Heiligen Geist, um das Evangelium verkünden zu können. What is the gospel? Was ist nun das Evangelium, die gute Botschaft? The most simple thing is in 1 Corinthians chapter 15. Das Wichtigste, die Basis ist im 1. Korintherbrief im Kapitel 15. Jesus died for our sins. Jesus starb für unsere Sünden, He was buried, er wurde begraben and he was raised from the dead. und er stand aus dem Grab wieder auf, Death, burial, and resurrection. Tod, begraben und Auferstehung. Why? Because through his death, he saved us from our sins. Warum? Denn durch seinen Tod rettete er uns von unseren Sünden. And through his resurrection, he went to the Father and redeemed us from everything. Und durch diese Auferstehung aus dem Grab, konnte er zu seinem Vater gehen und da konnte er uns befreien. He came in the presence of the Father as the high priest. Er ging in die Gegenwart des Vaters, des allmächtigen Gottes, als ein Hohepriester für uns. And came with his own blood. Er kam mit seinem eigenen Blut And he redeemed us from death. und er erlöste uns aus dem Tod, vom Tod. And we have to preach that. Und das müssen wir predigen. Because the gospel is based on the cross. Denn das ganze Evangelium basiert auf dem Kreuz. If there is no cross, there is no life. Wenn es kein Kreuz gibt, da ist dort kein Leben. We have to preach the gospel. Wir haben das Evangelium zu verkünden. And we need the Holy Spirit in order to preach the gospel. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um das Evangelium zu verkünden. Then he said, He has sent me to heal the brokenhearted. Und dann steht hier, ich wurde gesandt, um die gebrochenen Herzens zu heilen. People, you don't know how the people are wounded inside. Wisst ihr, ihr habt keine Ahnung, wie verletzt die Menschen innen drinnen sind. I see it every day. Ich sehe es jeden Tag. The people are more sick inside than outside. Menschen sind innen viel kranker als außen im Körper. And the hospitals are full of people. Und das Spital ist voll mit Menschen. And psychiatrists also. Und die Psychiatrien sind voll. And we have to bring the gospel that will help the people. Wir müssen das Evangelium, diese frohe Botschaft bringen, um den Menschen zu helfen. And the same Holy Spirit that was upon Jesus comes upon us when we are baptized with Him. Und es ist derselbe Heilige Geist, der auf uns kommt, wenn wir getauft sind mit diesem Heiligen Geist. And when we minister under the anointing of the Holy Spirit, we can heal the broken hearts of the people. Und wenn wir mit anderen reden, ihnen dienen und für sie beten, dann ist es derselbe Heilige Geist, der diese Wirkung verursacht. This is spiritual thing. Es ist eine spirituelle Sache. People cannot help there. People cannot help there. People cannot help in the heart. Wir Menschen können innen nicht helfen. This is the work of the Holy Spirit. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes, der innen auch wirken kann. This is spiritual thing. Das ist eine spirituelle Sache. And only the Holy Spirit can heal the hearts of the people. Und nur der Heilige Geist kann die Herzen der Menschen heilen. Now here, there are people who are wounded inside. Nun, hier? Here also, there are people who are wounded. Es gibt viele Menschen, die sind auch hier drinnen, die innen drinnen verletzt worden sind, verwundet sind. Who need healing. Die Heilung brauchen. And then the anointing of the Holy Spirit can heal you. Und die Salbung des Heiligen Geistes, die kann das bewirken, dass er heilt. And if you are to help the people, you need to move in the anointing of the Holy Spirit. Wenn du Menschen damit helfen willst, da Heilung bringen willst, dann musst du im Heiligen Geist wirken.
Then he said to proclaim liberty to the captives. Und dann sagte er, zu proklamieren Freiheit für die, die in Gefangenschaft sind. This means we have to preach deliverance. Das heißt, wir müssten Befreiung predigen. Because if you do not preach deliverance, the people cannot be set free. Wisst ihr, wenn ihr Befreiung nicht predigt, können wir Menschen nicht frei machen. There are people who are bound by the powers of darkness. Das sind Menschen, die sind gebunden durch diese Kräfte der Finsternis. People who try to commit suicide. Menschen, die Selbstmord machen wollen. People who are under depression. Menschen, die unter Depressionen leiden. Cannot sleep in the night. Menschen, die in der Nacht nicht schlafen können. Full of fear. Voller Angst und Furcht. No joy, no happiness, no peace. Keine Freude, kein Glück, kein Friede im Herzen. Demons working in their lives. Dämonen wirken in diesem Leben. They need to understand that there is deliverance. Und diese Menschen müssen verstehen und hören, dass es Befreiung gibt. And that's why we have to preach it. Und deswegen müssen wir es predigen. Then it says to recovery of the sight to the blind. Dann steht hier weiter, das Wiederherstellen der Sicht, der Sehfähigkeit der Blinden. This means that there are people without vision. Das heißt hier, dass es Menschen gibt, die keine Vision, kein Ziel, nichts vor Augen haben. They don't know where they're going. Sie wissen nicht, wo sie hingehen. No desire for life. Sie haben überhaupt keine Wünsche mehr fürs Leben. But when the anointing comes, Aber wenn die Salbung kommt, it opens the inner eyes of the people. wenn diese Salbung kommt, dann öffnet sich innen ein Auge. And they have desire to live. Und dann haben sie wieder den Wunsch zu leben. They have desire to fulfill the call of God for their lives. Dann haben sie wieder diesen Wunsch, das Ziel zu erleben, das Ziel zu erreichen, was Gott in sie hineingelegt hat. This also means that the Lord wants to heal the bodies of the people. Das heißt aber auch, dass der Herr möchte, dass die Körper der Menschen geheilt sind. Many people sick, Es sind viele krank, especially cancer, ganz besonders Krebs. kills a lot of people. Krebs tötet viele Menschen. And it is so sorry that some people think that this is a work of God. Und es ist unglaublich und so traurig, dass viele Menschen tatsächlich glauben, dass Krebs etwas ist, das von Gott kommen kann. Cancer is dead, Krebs ist tot and the Lord is life. und der Herr ist Leben. The Bible says in John 10:10 In Johannes 10,10 that the thief comes to kill, to steal, to destroy. Dort steht, dass der Teufel kommt, unser Gegner kommt, um zu stehlen, zu zerstören und zu töten. But Jesus said, I came to give you life and more abundant. Jesus sagt aber, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben, Leben im Überfluss. He said, I am the life and the resurrection. Er sagte, ich bin das Leben und die Auferstehung. And during his ministry, he raised people from the dead. He didn't kill them. In seinem Dienst hat er die Menschen aus dem Tod herausgeholt und nicht getötet. Have you seen in the Gospels Jesus killing somebody? Habt ihr im Evangelium mal gelesen, dass Jesus jemanden tötete? Or Jesus raising them from the dead? Oder dass er jemanden aus den Toten zurückgeholt hat? Did you see Jesus giving sickness to the people, or did you see him healing the people? Habt ihr jemals gesehen, dass Jesus jemand Krankheit auferlegt hat? Oder dass er Krankheit genommen hat und geheilt hat? He is the same yesterday, today and forever. Er ist dasselbe, gestern, heute, für immer. Amen. Amen. And then it says to set at liberty those who are oppressed. Und dann heißt es, die zu befreien, die depressiv sind, die gefangen sind. So he not only preaches deliverance, but he also sets them free. Er predigt nicht nur Befreiung, sondern er tut es auch, er macht sie frei. Sometimes we can preach something but not do it. Manchmal predigen wir etwas, aber wir tun es nicht. And Jesus always, he preached first the word of God, Jesus macht es immer so, er predigte zuerst das Wort Gottes and then he healed and delivered the people. und dann heilte und befreite er die Menschen. There was word and action. Da war immer das Wort und die Handlung. Word and action. Wort und Handlung. Because the devil, if there is no action, the devil is not afraid.
Wenn es keine Handlung gibt, wird der Teufel nie Angst haben davor. Faith without works is dead. Der Glaube ohne die Werke ist tot. And we have to stand up and do the works of the Wir Lord. müssen aufstehen und die Werke des Herrn, des Gottes tun. Okay? And then he said to proclaim the acceptable year of the Lord. Und dann sagt er abschließend, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. This means the grace of God. Das ist die Gnade Gottes. We can receive everything free. Wir können alles empfangen und zwar frei. Even today, it is paid. Auch heute noch, alles ist bezahlt. He paid with his blood Er bezahlt es mit Blut, mit seinem Blut. for your eternal life, Dein ewiges Leben bezahlt. for your healing, Deine Heilung bezahlt. for your freedom, Für deine Freiheit, Erlösung. for your blessing, Für deine Salbung und Segnungen. for your family. Für deine Familie. And you have to believe it Du musst es glauben. and stand against the enemy Und euch wehren gegen den Feind. and say, in the name of Jesus Christ, you have not right upon my family. Und das müsst ihr aussprechen, dass ihr zu eurem Gegner sagt, im Namen von Jesus Christus, du hast kein Recht auf meine Familie. You have to command him and to stand by faith. Du hast ihm zu befehlen und du musst darauf bestehen und darauf stark bleiben, dass das Wort stimmt. Und ihm zu sagen, er muss es lassen. Amen. Amen. That's why we need the Holy Spirit so much. Deshalb brauchen wir so dringend, so fest den Heiligen Geist. If somebody doesn't have the Holy Spirit, Gibt es hier jemanden, der den Heiligen Geist noch nicht hat? Der den Heiligen Geist you nicht hat? have to ask God. Fragt Gott danach. You see, in Luke 24, Wisst ihr, in 49. Lukas im 24. Kapitel, Vers 9, Lukas 24, 9. 24, 49. 49 is the verse. Lukas 24, Verse 49. 49, 24, 49. Jesus said, "Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high." Vers 49 lesen wir. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. This is power from above. Das ist die Kraft von der Höhe. If you do not have baptism in the Holy Spirit, there is no power Wenn in ihr you. diese Taufe mit dem Heiligen Geist nicht habt, da habt ihr auch diese Kraft von oben herab nicht. Jesus said, "You shall receive power after that the Holy Ghost come upon you." Jesus sagte, ihr sollt Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. When the Holy Spirit comes, power comes with Wenn it. der Heilige Geist kommt, kommt Kraft. That's why we need Him as Jesus needed Him. Deswegen ist es so. Wir brauchen ihn genauso, wie Jesus ihn gebraucht hat. And when the power of the Holy Spirit Und comes, wenn aber die Kraft des Heiligen Geistes kommt, then you can start doing the works of Jesus. in dem Moment könnt ihr auch dieselben Werke tun, die Jesus getan hat. What the Holy Spirit does in our lives? Was tut nun der Heilige Geist in unserem Leben? First of all, according to Galatians, the Holy Spirit gives the fruit of the Spirit. Zunächst lesen wir im Galaterbrief schon, dass der Heilige Geist uns die Früchte des Geistes gibt. This means the character. Das heißt den Charakter. Love, peace, joy, and Liebe, Friede, Freude, it comes from the Holy Spirit. das kommt vom Heiligen Geist. It is not our efforts, Das ist nicht unsere Bemühung. but it is His power that gives us. Es ist die Kraft, die uns der Heilige Geist gibt, dass das eine unserer Früchte ist. We cannot be good people without the Holy Wir Spirit. können keine guten Menschen sein, ohne diese Kraft vom Heiligen Geist. The Holy Spirit gives us the power to be good. Der Heilige Geist gibt uns diese Kraft, gute Menschen zu sein. Then the Holy Spirit gives you the power Dann gibt euch auch der Heilige Geist Kraft, that you may lay hands on the sick and they may recover. dass ihr Hände auf Kranke legen könnt und sie werden wohl werden. That you may command the evil spirits and they go out. Dass ihr den bösen Geistern befehligen könnt und sie werden gehen.
and many other und things. viele andere Dinge. And then you can receive revelation from God. Und dann könnt ihr auch Offenbarung von Gott erfahren. You receive it through the Holy Ihr Spirit empfangt es durch den Heiligen Geist. because He's your Er ist euer Lehrer. He's your leader. Er ist euer Führer. He's your helper. Er ist euer Helfer. He's your comforter. Er ist Comforter, yeah. Tröster. Tröster. Okay. Tröster. So the Holy Spirit, we need Him so much. Seht ihr, wir brauchen den Heiligen Geist so dringend. Hallelujah. And He will give you wisdom. Und er gibt euch Weisheit und Erkenntnis. We need wisdom. Wir brauchen Erkenntnis, Weisheit. But He's a spirit of wisdom. Aber er ist der Geist der Weisheit. Do not go alone. Geht nicht alleine. Be with Him. Geht mit ihm. And let Him be with you. Und lasst ihn mit euch gehen, mit euch sein. The Holy Spirit is the promise of the Father. Der Heilige Geist, das ist das Versprechen des Vaters. He is the gift of the Father. Er ist ein Geschenk Gottes. Jesus Christ so much loved the church. Jesus Christus, er liebte die Gemeinde, die Kirche, die Menschen so sehr. And He gave the church a gift. Und er gab der Gemeinde, seinen Geschwistern, seinen Kindern ein Geschenk. So great love and so great gift. So ein großes Liebesgeschenk. And this is the gift of the Holy Spirit. Das Geschenk ist der Heilige Geist. The gifts of the Spirit are in the Spirit. Die Geschenke des Heiligen Geistes sind im Heiligen Geist. If we have the gift, we are going to have the gifts. Wenn wir das Geschenk Einzahl bekommen haben, Heiliger Geist, dann haben wir die Geschenke, die im Heiligen Geist sind. So this is the gift of the Father. Das ist das Geschenk Einzahl vom Vater. And it is free. Und es ist frei, es ist umsonst. You have to ask. Ihr müsst nur fragen. You have to be thirsty. Ihr müsst durstig sein And you will receive Him. und ihr werdet es empfangen. And then your life will be changed. Und dann wird sich euer Leben ändern. And today, whatever happens here, Heute, egal was hier passiert, this is not a work of some man or human. es ist nicht ein Werk, das von irgendeinem Menschen getan wird. It is the work of the Holy Es ist Spirit. das Werk des Heiligen Geistes. You have only to believe. Ihr müsst nur glauben. Jesus said, fear not, only believe. Jesus sagte, fürchte nicht, glaube nur. You have only to believe in Du Jesus. musst nur glauben in Jesus. And then the Holy Spirit will move you to His work. Dann wird der Heilige Geist hier in diesem Raum wirken. Are you In dir thirsty wirken. for the Holy Spirit? Bist du durstig nach dem Heiligen Geist? Jesus said, come and drink. Jesus sagte, wenn du durstig bist, komm und trinke. Drink from Him. Trinke. Jesus gives you the Holy Spirit. Jesus gibt dir diesen Heiligen Geist. Not man, but Jesus Christ gives you the Holy Nicht, dass Spirit. er Menschen in dir geben kann, Jesus Christus selbst gibt ihn. And today He will touch you Und heute kann er dich berühren and heal you, und heilen, deliver you befreien through the Holy Spirit who is here. durch den Heiligen Geist, der hier unter uns ist. You just have to open your heart Ihr müsst nur euer Herz öffnen and to activate your faith. und aktiviere den Glauben. How can you activate your faith? Wie kann man nun den Glauben aktivieren? It is simple. With heart you believe, Es ist ganz einfach. Mit dem Herzen glauben wir. you believe, Und dann glaubst du. you have faith, Du hast Glaube. and then this faith comes from your mouth. Und dann kommt dieser Glaube aus dem Mund heraus. I believe, that's why I speak. Ich glaube und deshalb spreche ich. You have to speak it. Du hast es auszusprechen. And I'm going to lead you in prayer. Und ich werde euch in einem Gebet führen. And you speak Und ihr werdet es laut sprechen. by faith. Durch den Glauben laut sprechen. And then you receive the miracle. Und dann werdet ihr Wunder empfangen können. And you start an act. Und dann handle danach. Act by faith. Handle im Glauben. For example, Jesus said, stretch your hand. Zum Beispiel, als Jesus sagte, strecke deine Hand aus. And the hand was healed. Und die Hand war geheilt. Jesus does it in different ways. Jesus hat es verschiedene Arten gemacht, in verschiedener Art.
But you have to activate your faith. Aber egal, du musst deinen Glauben aktivieren. Because the Holy Spirit is a spirit of faith. Denn der Heilige Geist ist ein Geist des Glaubens. You know, Jesus said, if two of you agree and ask the Father, He will give you. Wisst ihr, Jesus sagte, wenn zwei von euch eins sind und fragen, dann wird der Heilige Geist unter euch sein, er wird da sein. And I even now agree with you. Und ich werde mit euch eins sein. And we'll become two. Und wir werden zwei sein. You pray to the Father, Du betest zum Vater and I agree with you. und ich werde einstimmen mit dir. And we together will receive the miracle for you. Und wir gemeinsam werden dein Wunder empfangen können. You may say, oh brother, but I'm not sure that I believe. Du wirst vielleicht sagen, aber lieber Bruder, ich bin mir nicht sicher, was ich glaube. But we'll believe together. Aber wir glauben zusammen. For you may be difficult, but together we can believe God and you can receive it. Für dich alleine wird es vielleicht kompliziert sein, aber wenn wir zusammen sind, schaffen wir es. Zusammen glauben wir. And then there is a point of contact. When I pray for you and lay the hand, then the Lord will touch you. Und dann gibt es diesen Berührungspunkt. Wir beten zusammen und ich werde dich berühren und dann wird der Herr dich berühren. And then you receive the miracle. Und dann empfangen wir ein Wunder. Because Jesus said that these signs shall follow them that believe. Denn Jesus sagte, und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. When we lay hands on the sick, then they will be healed. Wenn wir die Hände auf die Kranken legen, dann werden sie geheilt werden. So you just believe. So, ihr müsst nur glauben. Do not be afraid. Seid nicht furchtsam. Amen. Amen. Okay, let's stand up. Steht auf, bitte. Hallelujah. Halleluja. I feel that the army of the Lord is here. Ich glaube, die ganze Armee Gottes ist hier drinnen. Hallelujah. Halleluja. Let's say together, Heavenly Father, Lasst uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Himmlischer Vater, in the name of Jesus Christ, im Namen Jesu Christi, I thank you danke ich dir for the blood covenant. für diesen Bund, diesen Blutbund. And today, Und heute I confess spreche ich es aus, bezeuge ich, that I believe that Jesus Christ is the Son of God. dass ich es glaube. Jesus Christus ist Gottes Sohn. I believe that He is the Lord. Ich glaube, dass er der Herr ist. And I receive Him as my Lord and Savior. Und ich empfange, nehme ihn an als meinen Retter. Und als meinen Herrn. And I believe that He died for my sins. Und ich glaube, dass er für meine Sünden gestorben ist. And for my sickness. Und für meine Krankheit. And He was raised from the dead. Und er stand auf aus dem Grab. And He's alive today. Und er lebt. And I confess all my sins, Lord. Und ich gestehe dir meine Sünden. And repent of them. Und ich kehre von ihnen. Forgive me, Lord. Vergib mir, Herr, All my sins. alle meine Sünden. I forgive everybody Ich vergebe jedem, who has done me wrong. jedem, der mir was Falsches getan hat. In Jesus' name. In Jesu Namen. Lord, save me. Herr, rette mich. Lord, heal me now. Herr, heile mich jetzt. Deliver me, Lord. Herr, befreie mich jetzt. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. I believe you. Ich glaube dir. And I receive Und ich empfange
In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Now I renounce all sickness and disease. Nun möchte ich aussprechen, ich möchte verschiedenste Krankheiten aussprechen. Nein. Oh, they should. Yeah. I renounce all sickness and disease. Ich widersage, widersprechen allen Krankheiten. Ich widersage allen Krankheiten. Heal me, Lord. Heile mich, Herr. Tell the Lord the sickness you have. Und sagt jetzt dem Herrn die Krankheit, die euch belastet. Die Krankheit, die ihr habt. Die Krankheit, die ihr nicht wollt. Die Krankheit, die weg soll. Ihr kennt den Namen Ask the dieser Lord to Krankheit. heal you. Und fragt den Herrn, dass er euch heilt. Redet mit ihm. The power of God is here already. Die Kraft des Herrn ist in diesem Raum. Es ist schon spürbar. Man merkt es. Put your hand on your sickness. Haltet die Hand da drauf, wo eure Krankheit ist. Wo ihr Heilung braucht. Legt die Hand da drauf. In the name of Jesus, command it to go. Und sagt im Namen Jesu, geh Krankheit. Amen. Sagt im Namen dieser Krankheit und sagt, geh in Jesu In the Namen. name of Jesus, I command you, come out of me. Say, Und sagt, Krankheit, geh aus mir heraus. in Jesus' name. In Jesu Namen. Okay. The power of God is here. Die Now Kraft you des Herrn, receive. die Kraft des Geistes ist hier. And I start to pray for you. You just stay in faith. Beginnen zu beten für euch. The power of God is here. Die Kraft Gottes ist hier. You receive in Jesus' name. Empfangt sie in Jesu Namen. Father, I thank you in the name of Jesus for everybody Herr, here. ich danke für jeden, der hier ist. And I apply the blood of Jesus upon everybody. Und ich schütte das Blut Jesu spirituell über jeden hier aus. And I bind the spirits, evil spirits in this place in Jesus' Und name. ich binde alle bösen Geister in diesem Raum in Jesu Namen. And command them in the mighty name of Jesus. All evil spirits come out of the people. Und ich befehle jedem Geist, jedem finsteren Geist, dass er in Jesu Namen gehen muss. Spirit of sickness, come out. Du Geist der Krankheit, komm heraus. Spirit of infirmity, come out. Dieser Krankheit der Schwäche, du kommst raus. Spirit of death, come out. Und dieser Geist des Todes, du gehst raus. Every unclean spirit, go in Jeder Jesus' unreine name. Geist geht jetzt in Jesu Namen. Go, 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 go. Geh! Hallelujah. Halleluja! Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let the Thank you. fire of the Holy Spirit come. Let the fire come. Let the fire come. Let the fire come. Hallelujah. 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 Música do Banco Pocio. Turba bashi kalabara fura bala tifiri kalabara tifiri kalabara. Lift up your hands and invite the Holy Spirit to fill your body. Hebt einfach eure Hände auf und ladet den Heiligen Geist ein, dass euren ganzen Körper füllt. Dass ihr gefüllt seid mit dem Geist Gottes. His presence is here. Thank you, Jesus. Seine Gegenwart, die Gegenwart Gottes ist in diesem Raum. Danke, Jesus. Speak to Jesus. Redet mit Jesus. He is here. Er ist hier. Fire. This is the power of the faith. Fire. Let the fire come. You just believe in God. Glaube nur in Gott. Glaube. This is the power of the Holy Spirit. Fire. Glaube, die Kraft des Heiligen The Geistes. fire of the Holy Spirit is this. Don't worry about anything. This is the, Macht euch keine this is the Sorgen power über of the Holy irgendwas, Spirit. wenn was umfällt. Seid in der Come Kraft. out. Give in Jesus' mighty name. Go. Fire. Let the fire of the Holy Spirit come upon you. In Jesus' name. The presence of the Holy Spirit is here. Receive from God. Receive. This is the power of God, sister. The Lord is delivering you.